Begrüßen Sie bitte mit einem donnernden Applaus die beiden wunderbaren Moderatoren Heidi Krause-Winkelmann und Norman Kühnapfel. Richtig, mein lieber Heidi. Wir sind hier und heute von der wunderbaren Dorf Ludwigenau. Und der Fernsehsender Kabel 3 hat keine Kosten und Mühen scheut, um unsere Kandidaten das hier so kommodisch als möglich zu machen. Weil man auch immer unter kommodisch verstanden macht. Nicht wahr, mein Gott, Norman? So ist das, Heidi. Ludwigenau, der Dorf hat also vom Visieren von uns Heimatplatz wird und ist alltid positiv aufgeholen. Genau. Erst für ein paar Wetten hat Ludwigenau die U-Technung als schönste Dorf von hell Landkreis kriegen. So, du kannst endlich bloß eins sagen. Wow! Und darum hat der Landrat meint, Düsseldorf sind tough, Düsseldorf sind cool und schütt nu die gesamte Nation live auf Kabel 3 präsentiert werden. So ist das. Von dort trägt hier 6 Menschen in, die Seelebetukiker in den letzten 20 Tagen per Telefon bestimmt haben. 26 Bewerber gibt hat, die hier auf den idyllischen Placken eher Sympathie gewinnen und sie ein Weg lang wiesen wird, dass sie für nix zurückschrecken. Egal, was für Aufgaben wir uns stellt. Genau, aber nimm's von den Kandidaten weh, mit wenn ihr das hier eine Weg lang utholen wollt. Da bringt auch viel mehr Stimmung in diese wunderbare Show, ne? Ja, aber nun wird die See auch nicht länger auf die Folter spannen, was für 6 wunderbare Kandidaten hier nur umeinander treibt. Von den Tukigas du Hus wählt, dem Mann für Recht und Ordnung. Begrüßen Sie mit uns den Bürgermeister und Ludwigenau, Alexander Heidfeld. Ja, hallo! Der Bürgermeister, ist das schön. Herzlich willkommen in der Waldcamp. Ja, Herr Bürgermeister, den Jür von Ludwigenau hat entschieden, dass Sie hier in das Waldcamp intragen schön. Und wo fühlen Sie sich? Ja, hey gut, das ist eine große Freude für mich, dass ich hier dabei bin dran. Mann, ich will auch eins geben, wie die Spiele, damit ich hier am Ende als Sieger mit die 1 Million Euro gut gehen kann. Die ich denn natürlich zu 100% in das Dorf Ludwigenau stecken do. Und da schnitt der Bürgermeister und Ludwigenau ein hell wichtig Thema an. Denn der Siegerlebe Tokikas kriegt Sorge und Schreibe 1 Million Euro. Die Hälfte muss in irgendeiner Art und Weise in das schöne Dorf steckt werden. Aber 500.000 Euro traf der Gewinner selbst. Wo sagt man so schön? Sinnlos um Kopf hauen. Ja, verprassen nach Lust und Blut. Mögen Sie das Asse möchten. Aber hier habt ihr das erste Goldhart in Uswaldcamp gefunden. Denn der Bürgermeister Alexander Heidfeld möchte, wenn ihr gewinnen schallt, die gesamte Summe in das Dorf drin stecken. In der bannig nette Geste, Herr Heidfeld. Ja, aber ob diese Schleimerei allerdings ankommt, bleibt sie eine Fernsehoverrode überladen. Bitte, Herr Bürgermeister, nehmen Sie doch Platz, ne? Ja, Naja, das sind die Tokigas, die entscheiden dort. Sie können 24 Stunden lang jeden Dorf für ihren Lieblingskandidaten anrufen. Und das selben Dorf lang. Gut wählt, was in Düsse Tiet nimmst. Kicken Sie also gut hin, wer von Düsse 6 Waldbewohner So ist er denn heute. nicht so grün ist, boah, wie uns wunderbaren Spellen versetzt. Naja, und für die war dann ja nicht so focken anrauben, als für Mensch ein Anna. Und wer die Sieger war, das weht wie von da in eine weg. Du Heidi, die Kledorsch von unserem sympathischen Bürgermeister ist auch besonders nobel, finde ich. Aber ob sie passend ist für einen Weg Waldcamp, ich fang mal an, da zu bezweifeln. Du musst wie doch was verändern. Ja, genau. Ja, nun wird aber nicht länger drüben und noch die zweite Kandidatin hier begrüßen, ne? Meine Damen und Herren,
auch unter den beliebtesten Inwohnern von Ludwigenau, die Frau, die hier für das horizontale Gewerbe zuständig ist. Claudia Keller! Klöft das. Ja, hi. Klöft das einfach nicht. Hi, geil, dass ich hier mit drauf. Echt geil. Ja, die Frage ist um. Würden Sie überrascht, als man sie die frohe Botschaft zukommen lassen hat, dass sie unter die beliebtesten Inwohner von Ludwigenau zu finden sind? Überrascht? Naja, mich kennt eben jeden, ey. Zumindest die Kids. Aber du blieb nur um Teppich, ja. Erstmal hätte noch nie nicht in Leben irgendwer selten gesagt wie die. Und wenn die Lühe mich hier sehen wird, bitte. Aber dann will ich auch gewinnen. Denn wenn ich das hier eine Wecke lang unter die Böhme mit anderen Spießer holen muss, kommt ja keine Kohle rein. Die Körper will ja wohl nirgends. Also dort mir nicht in Stich, die deine Fernsehapparat und ruck für mich an. Tja, du hast wohl recht, Henny. Die Arbeit hast wohl in den kommenden Sälen doch nicht nur gehen können. Da ich. Was gibt's sie mir denn so an? Sie klöft davon nicht, dass ich so was trugen, du. Und dennoch noch für bezahlen? Lächerlich. Trifft das man ab, Baby. 7 Tag lang Abstinenz können verdammt lang werden. Mit 50 Piepen bist du doch bi. Ich kann wohl nicht angehen, dass sowas dabei werden darf. Hey, du blieb mal geschmeidig, du Meister von den Bürgers. Anders wies ich die Kriegsmann den Handgriff, die war nicht fällt Pi nach Toilette. Hast du an den Bildschirmen zu Hus deutlich erkennen können, weil wir jetzt die ersten Freundschaften schlotten. Ja, und so schaut das ja auch gewesen, ne? Bitte, Claudia, nimm doch Platz. Der wird Lieks der nächsten Kandidaten hier bei uns begrüßen. Ja, und hier kommt er. Und ich sag bloß und führe mich nicht in Versuchung, sondern erlöse mich von dem Waldcamp. Ein Mann für Geist und Glauben. Den Bürger, den Pastor von Ludwigenau, Christoph Budde. Der Pastor ist das schön. Herzlich willkommen in das Waldcamp. Ja, guten Tag. Wenn ich einmal so sagen darf, ich bin dankbar, wenn die Tokigas das für recht holen. Dann bist du hier dabei, wer entscheidet. Wie breit ist auch die Mischung hier, können krasser nicht werden. Oh, und Bog habt's auch mitgebracht. Ja. Was lässt wieder ein Tschüss? Schon wieder kennen? Ich denke ja. Norman, du siehst doch wohl, dass das ein Bestseller ist. Das Buch hieß die Bibel. Aber wer ist denn dort die Autor? So steckt doch nichts. Herr Kühnapfel, die Bibel hat viele Autoren. Und wer weiß, vielleicht ist es sogar sinnvoll, wenn wir die Titel hier in Waldcamp nutzen und zusammen darüber lesen und gemeinsam über Gottes Wort nachdenken. Ja, aber dann bitte bloß die Story von Maria Magdalena. Die Tusse ist mir sogar supportet. Was anders, Freund. Die hätte ein Leben stellt auch nicht so ernst genommen, so als sei. Ich mock die fertig hier, du Bibelmaster. Tönt das mal ab. Schreib mir doch. Wer ist nicht böse miteinander? Beurteilt schon nicht wegen so Arbeit oder so Manieren. Seht mir das hart und helft so leid. Ja, so viel kommt da doch, dass ich anfange, diesen Kerl lebt zu haben. Den wir Welt immer unsympathisch. Na gut, dass kein mehr wollen sind. Köstlich, einfach köstlich, was hier alle in den ersten Minuten passiert. Pastor Budde, gesetzen sich doch bitte zu den beiden Engel. Ja, okay, Herr Kühnapfel. Ja, natürlich. Ja, dann wird wie nun mal das Quartett hier voll morgen, wa? Ja. Dann begrüße doch mit uns die wohl beliebteste Grundschullehrerin von Ludwigenau, Annemarie Krüger! Herr Bürgermeister, Fräulein Krüger. guten Tag. Herr Pastor, schön Sie hier zu sehen. Dachruck. Claudia, Kind, was ist denn bloß die wohnen? Naja, du wirst in der Schule Jürg alljümme in Sorgen, Kind. Oh, ich präg to Sorgen, die Krügersche. Ich hätt bestimmt mehr Sorgen als du. Sag mal, wo du von da auch noch jümme mit Fräulein Krüger ansprochen werden. Weißt du, Padre, die Krügersche hätt damals so bestorben, dass alle Schüler sie Fräulein Krüger nennen müssen.
hätt auch sicher sie Grund hat. Ich möchte drum wetten, dass sie irgendwie näher, wenn er von der Ehrgeiz, ohne dass er wegbiegen ist. Mann, ist das vulgär. Wenn er vulgär ist unspektakulär, so hast du, Bürgermeister. Claudia, wenn Fräulein Krüger doch die eine ehemalige Lehrerin ist und sie immer noch lütsche Differenzen mit sich rumträgt, können die doch die Titi in Waldcamp nutzen und alles von früher zu klären. Carpe diem, nutze den Tag. Ich denk, dass ich das besser nicht gut schnacken schei, was ich von dieser brüde Person hol, Padre. Und du auch? Vielen Dank. Ich trinke mal einen Abend bloß und lütsche Betten. Dort ist dann lauter noch Thiel und Brüderschaft miteinander zu trinken. Lass doch erstmal die Annemarie hier begrüßen. Ja, Annemarie Krüger, willkommen hier in das Waldcamp. Ja, guten Tag. Frau Krüger? Fräulein, bitte. Also gib mir doch, Jungfrau, ich hab das Ort. Annemarie, hast du gesehen, hättest du eine Tasche mit Proviant dabei? Und das, meine liebe Annemarie, ist leider nicht erlaubt. Denn was das zu essen gibt, das wird miteinander bestimmt. Hier in das Waldcamp. Proviant, das sind Innerlagen der Schule, Umsätze und Diktate von meine Schüler, die noch korrigiert werden müssen. Ich präg zusammen, so würde er vor 20 Jahren. Und das schon wie üben? Wenn sie mir nicht hilft, dann kickt sie doch hin. Ja, hier. Ja, also bloß Schulinnerlagen, meine Damen und Herren. Da kann ihr also eins mit rechten Dingen tun. Ja, was sie von mir denkt. Also wie denkt in erster Linie, dass diese Mischung hier in das Waldcamp nicht besser werden können. Und wie hier noch sicher köstlich und erholt wird. Annemarie Krüger, gesellt sich doch bitte zu der anderen. Tja, die Lühe von den Wegenau hätten entschieden, wenn sie hier in das Waldcamp sehen möchten. Nun wissen wir allerdings nicht, ob sich das Tommy tatsächlich um ihre Lieblinge handelt oder... Oder, meinst du etwa, dass man der ein oder andere hier und reiner Boshaftigkeit drin wählt? Heidi, nie nicht eigentlich das Wort, das so düdlich Uto. Also, mich habt sie mit Sicherheit wegen meine Sympathie in Welt. So wie sie mich für Johann als Bürgermeister wählt hätten. Ja klar, Spießi, ich muss dich sprengen. Bitte. Und dann möchte ich ja auch noch sagen, dass ja auch unsere Bürgermeister einen Koffer biesig hätten. Hätte man denn auch all kontrolliert? Ist das harmonisch hier? Wunderbar! Kommt wie nu zu Kandidat Nummer 5. Ich und ich denke, wie wunderbare Kollegen Norman sind das just so, sind bis froh darüber, dass hier ist. Denn man kann ja nie nicht wissen, was so passiert. In Lüttwegenau hätte sie Jahren sin Praxis und sin Patientenkartei ist prallfüllt. Meine Damen und Herren, der Doktor für Allgemeinmedizin und Gynäkologie, Dr. Stefan Dreier. Fräulein Krüger, Herr Bürgermeister, Ja. Herr Pastor, Herr Doktor. Claudia. Halt doch eins, Chlor. Claudia, gut, dass du hier zu finden bist. Du, die Ergebnisse von deiner letzten Untersuchung liegen vor. Wenn soll das wundern, wenn du die mittlerweile in Krankheitimpfung hast. Von die Klappkrügerlein. Doch, tatsächlich, dass ich die Tripperimpfung hätte. Also Wenig-Typen sind ja sowas von ätzend, wenn ich an den stinkenden Bock von letztem wegdenke. Ja, für gesundheitliche Diagnosen ist ja Leute schon immer noch. Lass doch erstmal hier deinen Stefan begrüßen. Claudia, wiederholt uns nachher noch, nicht? Hallo. Sind wir denn nur alle auf Sendung? Aber ja, Kabel 3 sendet der Show das Waldcamp doch schon mal zu 70% live. Ja, und wo sind die ganzen Kameras? Ich bin nämlich also total aufgeregt. Also wo die Kameras sind, das scheint kein von uns Kandidaten interessieren. Dass der uns doch bloß den Spaß nimmt. Ja, aber das gibt doch keine Kameras in die Slopkammers oder auf die Klos, oder? Was stellst du denn für Fragen, Stefan? Das Kabel-Drehteam hat das hier eins im Griff. Genau so ist das. Aber du bist mir überrascht, Stefan. Der Pastor hat die Bibelhobby, Fräulein Krüger ihre Schultaschen. Der Ich Bürgermeister... hab alle Bürger um den Weg genau, den in mein Hart Oh, gebracht. bitte, verschont uns.
Und die Claudia? Ja, Gummis, ein paar Dutzend. Ist doch wie eine Lebensversicherung. Die hätte ich auch hier mit dabei. Man kann ja nie nicht weg. Wann ich vernünftig, Claudia. Jetzt ist das gräsig. Na, du weißt doch gar nicht, was man nur mit mag. Enthaltsamkeit ist keine Sünde, mein Kind. Du hast ja recht, Herr Padre. Aber lebenslange Brüderie ist auch mit das Geld von Ei. Stefan, Dr. Stefan Dreier. Fein, dass der Bürger studiert genau hier auch ein Doktor dabei haben wird. War das aber wundert, wie vermisst den Doktorkoffer bei dir? Naja, ich bin ja nun schließlich nicht in Dienst hier, denke ich. Und da habe ich meine Kredage und meinen Doktorkoffer ja mal heel bewusst zu Hus laden. Und das ist auch recht so. Denn wir habt ja wie kaum bedreht einen internen Walddoktor. Falls er den ein oder anderen mal nicht so gut kann, schön. Ja, wenn ich irgendwann die Unmut kratze oder was abschmieren soll. Und hier irgendein so eine lichte Verköllerei holen, was wie eigentlich zu hoffen wird, genau. Und dennoch ist das gut zu werden, dass auch ein Doktor hier in das Camp ist, ne? Stefan, nimm doch bitte Platz. Denn wir würden nichts die letzte und letzte Kandidatin hier begrüßen. Ja, gern. Ich bin nämlich auch gar total aufgeregt. Wo sind denn bloß die ganzen Kameras? Tja, mein Lebtokiger soll es nicht Ein Person fehlt uns noch. Denn ist das Team von das Waldcamp in Lüttwegenau komplett. Und über diese Kandidaten fragt mich ja so ganz besonders. Kann ich das auch so leben, Norman? Ja, Heidi, du schnackst das und was ich schon denk. Nicht alle Lühe haben eine Arbeitssteher. Auch nicht in das wunderschöne Dörf. Und manch einen trifft das sogar so hart, dass er nicht mal ein Dach über den Kopf hat. Traurig, aber leider wahr. Doch wenn so auch zu der Schicht hört, ist sie dennoch beliebt. Denn sie ist gewählt worden, um hier endlich mal ein anderes Leben zu führen. Wenn auch bloß für ein Kötte Tiet. Genau. Meine Damen und Herren, begrüßen mit uns die wohl berühmteste Obdachlose von Lüttwegenau, Erna Telkamp. Ich verstehe das eins nicht. Was soll ich hier? Hä? Wieso scheint ich noch ein Heulendreck? Halli, hallo Erna. Willkommen hier in das Waldcamp. Wunderbar, dass du hier bist. Kann mir mal einer erklären, wer um Eis in der Welt hat mich mit diesem Kram hier anmelden? Hä? Seit 4 Jahren lebe ich an unter der Brille und bin da auch gut zufrieden. Und normal, da kommt da einer an, der sagt, du sind Menschen, der wird mich sehen und nimm mich einfach mit. Auch Erna, du kriegst die Chance, hier als Siegerin Ruhe zu gehen, um Donner vielleicht ein hell anderen und vor allem besseres Leben zu haben. Ja, und wer dich anmeldet hat, das weiß wir auch nicht. Aber du bist hier und wie freilos. Aber wieso? Ich bin doch hell zufrieden mit meinem Leben. Gut, ich habe auch mal Pech gehabt. Ja. Und seitdem mein Fili mich für 2 Jahre verloren hat, da bin ich auch manchmal am Betten allein. Aber so cool sind die Winters ja in Deutschland auch nicht. Nee. Und Schwachsinn habe ich bislang auch noch nicht. Nee. Die Lüge in Lüttwegenau sind alle nett und freundlich und Geld wie was. Ja. Weil sie die mögt, Erna. Und darum habt ihr entschieden, dass du hier in das Waldcamp inträgst hast. Weil in diese Ende weg kann ich das sicher nicht schlechter als in der Ende Brüll. Na, das sagt ihr denn schon mal. Ne? Wir sind ja also Masse Lüge. Ein Obdachlose. Hier ist doch tatsächlich ein Penner in der Ost. Ich schmeckt mir die Seele, Fräulein Krüger. Ja, Spießi, das sind auch die Bürger, die das vorher erwählt haben. Wie schien aber, dass bei dieser Wahl irgendwas nicht mit rechten Ding, du gar nichts. Für die Bürgermeisterwahl ist wohl auch Parteifloten, denke ich. Ach, freche Ding, Mensch. Kinder, du weißt doch lebt, verdreht schon. Ich bin also aufgeregt. Kinder, wo sind bloß die ganzen Kameras? Mann, der Job, nun blieb mal locker. Erna, komm zu Toos. Auch sie sind ein Kind von Gott und so als sie sind, hätt Gott sie gern. Komm mal Ja, her. aber was Männer
schitterig und mit einem besseren Geruch, Herrgott, sie just so gern, denke ich. Der schickt sich an liefert bringen Charakter. Das hab ich nicht gehört. Kennt das aber selbst. Na ja, dann soll ich mir mal wieder helfen. Nee. Erstmal irgendwer eine Zigarette von mir. Danke dir, bitte gute dir. Wir sind komplett Leve-Nation. All 6 Kandidaten sind ankommen und nu geht und Spell hier in dat Waldcamp los.